gerade jetzt, in dieser Woche, lancieren wir mit Greenpeace zusammen das Best Practice T-Shirt. Das ist ein T-Shirt, welches biologisch angebaut wurde, wo alle in der Kette einen fairen Raum zur Entwicklung hatten und das wirklich total giftfrei ist. Also man könnte es theoretisch sogar essen. Als ihm klar wurde, dass ein indischer Bauer für 1 Kilo Baumwolle nur $1 bekommt und davon 70 Cent für Pestizide ausgeben muss, stellte Baumwollunternehmer Patrick Hohmann konsequent auf Bio-Baumwolle um. Und er garantierte den Bauern ein faires Einkommen. Patrick, $1, warum hat dich das so schockiert? Ja, schockiert hat es mich, weil $1 schon mal sehr wenig ist. Und dann, wo ich gehört habe, wie viel der Bauer investiert in die Ernte, dann habe ich gehört 70 Cent, dann hat er nur noch 30 Cent pro Kilo. Und dann hat jemand hinter mir geflüstert und die kriegen diese Inputs mit 50% subventioniert. Das heißt, der Bauer legte $1,40 in die Ernte, kriegte $1 zurück und 30 Cent waren für ihn und 40 für die Chemie. Und so habe ich eigentlich gefunden, das ist ja Irrsinn, es müsste einen anderen Weg geben. Du hast daraufhin umgestellt auf Bio-Baumwolle. Wie kam es dazu? Ja, wir haben uns, der Morgan Jalan und ich, wir haben uns entschieden, wir wollen es versuchen. Also wir sind dann mit dieser Idee dann rumgelaufen und einfach, wir wollen es versuchen. Und nach einem Jahr haben wir dann einen Experten gefunden, der uns geholfen hat, das umzusetzen. Haben denn die Bauern begeistert mitgemacht, weil du es ihnen Einkommen garantiert hast? Das war am Anfang alles nicht da. Am Anfang war eigentlich nur, den Samen in die Erde zu legen und ein Jahr Bio-Baumwolle zu produzieren. Und die Bauern, der Nachbarbauern war entsetzt, der schimpfte mit uns und sagte, ihr züchtet ja die Pest, oder? Und wir haben ihm gesagt, bleib ruhig, du wirst sehen, es wird alles gut. Und am Ende war aber überhaupt nichts gut. Alles war braun, also war eine totale Missernte. Und ich stand da in dem Feld, alle Blätter braun. Und der Bauer nebenan, der mit uns so geschumpfen habe ich mich bei ihm entschuldigt. Und der ist an den Haag gekommen und hat gesagt, nein, ihr macht das nur falsch. Es könnte schon gehen, ich habe das beobachtet. Da haben wir ihm gesagt, ja, du, komm morgen einen Tee trinken, wir reden dann darüber. Und dann am nächsten Tag oder beim Weglaufen schon sagt er, ob er Freunde mitbringen könne. Und beim nächsten Tag im Büro, wo wir da sitzen und warten, dass er kommt mit so 2, 3 Freunden, ist er mit 35 Freunden gekommen. Das waren alles Jainisten, die kein Tier töten wollten. Und die haben uns gesagt, doch, es könnte klappen, ihr müsst aber vielleicht das und die Zyklen und so Zeugs ändern. Und so haben wir mit diesen 35 Bauern angefangen. Und es hat ja auch geklappt, denn inzwischen giltst du als der Marktführer für Bio-Baumwolle. Deshalb die Frage an dich, wieso kostet ein Bio-Baumwoll-T-Shirt, ein fair hergestelltes T-Shirt, oft so viel mehr als ein konventionelles, günstiges? Es kostet nicht so viel mehr. Es ist die Aufschlagskalkulation. Wenn ich in eine hochstehende Marke hineinverkaufe, dann hat sie eine wesentlich höhere Aufschlagskalkulation, als wenn ich in ein Billiggeschäft verkaufe. In der Produktion ist das T-Shirt höchstens 30% teurer. Seit 30 Jahren bist du jetzt Bio-Baumwollunternehmer. Wenn du so zurückblickst auf die Zeit, worauf bist du jetzt am meisten stolz? Ja, am meisten stolz bin ich eigentlich über die Authentizität, die wir an den Tag legen können. Wenn Sie bei uns ein T-Shirt kaufen, dann können Sie ja über das Traceability-Label zurückverfolgen, wo das angebaut wurde, wo das entkernt wurde, wo das gesponnen wurde, wo das gefärbt wurde, wo das konfektioniert wurde, wo das gestrickt wurde. Und heute haben wir, gerade jetzt, in dieser Woche, lancieren wir mit Greenpeace zusammen das Best Practice T-Shirt. Das ist ein T-Shirt, welches biologisch angebaut wurde, wo alle in der Kette einen fairen Raum zur Entwicklung hatten und das wirklich total giftfrei ist. Also man könnte es theoretisch sogar essen.
Was Patrick Hohmann inzwischen in Tansania und Indien erreicht hat, erzählt er in seiner Biografie Der Bio-Baumwollpionier.